Das Thema des heutigen Gottesdienstes habe ich einmal genannt: Leben vom Sieg Jesu her. Was ist ein Sieg? In Wikipedia steht, der Sieg ist ein abschließender Erfolg im Kampf, im Krieg oder im Wettkampf. Wir unterscheiden unterschiedliche Siege. Zunächst Siege im engeren Sinne, das ist ein militärischer Sieg oder ein sportlicher Sieg, ein diplomatischer Sieg oder ein Sieg bei einem Kunstwettbewerb oder auch der Sieg im Wahlkampf. Und in übertragenem Sinne ist das ein Sieg der Vernunft, ein Sieg der Wahrheit oder der Sieg einer Idee. Nicht alle Siege sind gute Siege. 1917 siegte in der Oktoberrevolution der Kommunismus in Russland. 1933 siegte der Nationalsozialismus in Deutschland. Beide Systeme haben unzählige Millionen von Menschen den Tod gebracht. 1889 veröffentlichte Charles Darwin sein Buch The Origin of Species, und das bildete die Grundlage für die Evolutionslehre. Und diese Lehre hat einen Siegeszug ohnegleichen erlebt. Es ist die Basis geworden für alle gottlosen Systeme. Darwin selbst schreibt in seiner Autobiografie, wie er selbst zum Unglauben durch diese Lehre gelangte. Er sagt: In der zweiten Hälfte meines Lebens ist nichts bemerkenswerter als die Verbreitung des religiösen Unglaubens. So beschlich mich sehr langsam der Unglaube, bis ich am Ende völlig ungläubig wurde. Er kam so langsam über mich, dass ich es als schmerzlos empfand, und in keinem Augenblick habe ich an der Richtigkeit meiner Schlussfolgerungen gezweifelt. Man könnte ganz zutreffend sagen, dass ich ein Mensch bin, der farbenblind geworden ist. Das ist ein erstaunliches Bekenntnis, das er hier gibt. Darwin wurde nicht nur selbst ungläubig, sondern durch seine Lehre sind nicht nur Millionen, sondern Milliarden von Menschen in den Strudel der Gottlosigkeit gezogen worden. Meines Erachtens ist die Evolutionslehre das stärkste Gift, mit dem die Menschheit je infiziert worden ist. Im Zuge der Aufklärung hatte man sich schon von der Bibel abgesetzt und so empfinde ich es als ein Gericht Gottes, dass diese gottlose Lehre so stark Fuß fassen konnte. Im 2. Thessalonicherbrief, Kapitel 2, Verse 11 bis 12 lesen wir: Mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben. Obwohl die Evolutionslehre heute durch die Naturgesetze der Information widerlegt ist, also gar keine wissenschaftliche Basis mehr hat, und das ist ja auch die Aufgabe der Informatiktagung, dass wir etwas dagegen setzen, folgen viele Menschen dieser Lehre. Wer dieser Lehre folgt, die Bibel verwirft, hat auch keinen Retter. Wenn wir ein Ziel verfolgen wollen, müssen wir das sehr deutlich artikulieren, um einen Sieg zu erhalten. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon hat einmal gesagt: Unser Leben hat nur so viel Kraft, um einer einzigen Sache mit ganzem Herzen zu folgen. Wir haben nicht beliebig Kraft, sondern dieser Idee, der wir uns widmen, diese Idee braucht alle Kraft. Das sagt uns auch Jesus. Zu Jesus kam ein Mann, der sagte: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Nun würden wir sagen, das ist eine ganz normale Sache, dass der nochmal nach Hause geht und sich von den Eltern und Großeltern oder wem immer verabschiedet.
Aber Jesus sagt, nein, tu das nicht, sondern folge mir unbedingt. Und Jesus gibt ihm die Antwort, wer seine Hand in den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus sagt damit, verfolge dein Ziel ganz. Das gilt auch für uns. Wenn wir den Weg mit Jesus gehen wollen, dann braucht es den ganzen Einsatz. Verfolge das Ziel mit ganzem Herzen, denn es lohnt sich. Jedem Sieg geht eine Zielsetzung voraus. Das können wir sehr gut lernen an den Sportlern und besonders auch an den Extremsportlern. Und da fällt mir eine Frau ein, Anja Blacher. Sie hat alle 7 höchsten Berge auf den verschiedenen Erdteilen bestiegen. Also das ist eine gewaltige Leistung. Man nennt das die 7 Summits. Und sie bestieg 2017 als erste Frau alle diese 7 Berge. Auf den 7 Kontinenten, wenn man Nord- und Südamerika als extra Kontinent rechnet und auch die Antarktis. 2015 bestieg sie den Kilimanjaro, der höchste Berg Afrikas, mit 5.895 Metern. 2016 bestieg sie den Elbrus im Kaukasus mit 5.642 Metern. Und so geht das weiter. 2017 bestieg sie den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, 8.848 Meter. Aber das ist noch nicht alles, was sie an Leistung erbracht hat. Die größte Herausforderung war noch die Wanderung zum Südpol. Diese Polarexpedition hat sie ganz alleine durchgeführt. Damit war sie die allererste Frau weltweit, die ohne Fremdhilfe von der Küste der Antarktis bis zum Südpol auf Skiern zurückgelegt hat. Sie machte sich im November 2019 auf diese 1400 Kilometer lange Strecke in einem Skimarsch durch Eis und Schnee und durch mancherlei Schneestürme. Hinter sich zog sie 2 Schlitten mit einem Gewicht von 110 Kilogramm. Da war alles drauf, was sie brauchte. Nahrungsmittel, Schlafsack und alle die Dinge, die nötig waren. Nach 58 Tagen erreichte sie den Südpol im Januar 2020. Sie ist somit die erste Frau, die eine Solo-Expedition von den Bergner-Inseln bis zum Südpol ohne Hilfsmittel geschafft hat. Sie stellte einen Rekord auf und hat damit solo, unsupported und unassisted, also zu Deutsch autonom, ohne Unterstützung und ohne Hilfe durchgeführt. Eine gewaltige Leistung, wenn man das betrachtet. Die Bibel vergleicht unser Leben mit Jesus auch mit einer solchen Expedition oder mit solchen Siegen, wie wir es hier sehen. Nun wollen wir von einem ganz anderen Sieg sprechen, und das ist der Sieg Jesu. Die Bibel vergleicht Sportler mit Christen und stellt dabei einen großen Unterschied fest. Davon lesen wir in 1. Korinther 9, Vers 24. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die da in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, um sie einen unvergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Die Ziele der Sportler mögen noch so hoch angesetzt sein, es sind immer zeitliche Siege und sie sind vergänglich. Jemand stellt einen Weltrekord auf, aber es kann schon bald sein, es kommt ein anderer und bricht diesen Rekord. In der
Arena Jesu sieht das anders aus. Jeder, der da kämpft, ist gleichzeitig auch ein Sieger im Namen Jesu. Und dieser Sieg hat Ewigkeitsbedeutung. Was ist die Basis unseres Sieges mit Jesus? Ich will das deutlich machen, eine Geschichte. Ein Schachmeister besuchte eine Kunstgalerie und da hing ein großes Gemälde, das ihn sehr faszinierte. Da spielten zwei Schachspieler gegeneinander. Der eine war der Teufel und der zweite war ein junger Mann. Und auf diesem Bild ist das so abgebildet mit dem Schachbrett. Der Teufel jubelt und freut sich, dass er den Sieg davongetragen hat. Und der junge Mann ist völlig zerknirscht, dass er verloren hat. Aber dieser Schachmeister schaute sich das genau an und stellte fest, hier stimmt etwas nicht. Denn der junge Mann hatte noch einen Schachzug. Und dann wäre der Teufel schachmatt. Er hat den Kurator gesprochen, dass das Bild weg müsste. Nein, sagt er, auf keinen Fall. Das ist ein wichtiges Gemälde. Und dann wollte er den Künstler sprechen. Er traf sich mit dem Künstler und er wies nach, dass hier diese Schachpartie auf keinen Fall schachmatt ist. Es gibt noch einen Zug für den jungen Mann. Und dann hat er gesagt zu dem jungen Mann, wunderbar, du hast gesiegt, du kannst dich freuen. Wie ist die gleichnishafte Deutung dieser Geschichte? Als Jesus am Kreuz war, sah es so aus, dass er schachmatt ist. Er hat verloren. Er stirbt am Kreuz. Und der Teufel jubelte. Aber Jesus hatte noch einen Zug. Und das war die Auferstehung, die dann am 3. Tag stattfindet. Damit war der Teufel schachmatt gesetzt. Und das lesen wir in 1. Korinther 15, 54, 55 und 57. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Tod ist besiegt durch den Sieger aller Siege, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es in Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und von diesem Sieg dürfen wir alle leben. Alle, die wir hier sind und die wir uns im Namen Jesu versammeln, wir leben von diesem Sieg. Der Tod kann uns nichts mehr anhaben, wenn wir zu diesem Jesus Christus gehören. Kein Sieg, der hier auf dieser Erde erreicht wurde, kommt diesem Sieg gleich. Diesen Sieg, den Jesus am Kreuz gewonnen hat. Keine Schlacht dieser Welt kommt mit. Alle Schlachten, die je geschlagen wurden, alle Siege zusammengenommen, haben nicht das bewirkt, was Jesus am Kreuz erreicht hat. Die errungenen Siege bei den Schlachten dieser Welt kosteten Millionen von Menschen und Abermillionen von Menschen das Leben. Sie wurden getötet. Durch den Sieg Jesu hat Jesus Millionen und Abermillionen von Menschen das ewige Leben gebracht. Einen größeren Sieg hat die ganze Weltgeschichte nicht zu verzeichnen. Das ist der größte Sieg, der je in dieser Welt errungen wurde. Jesus hat etwas erreicht, was sonst niemand erreichen konnte. Er besiegte durch seine Auferstehung Sünde, Tod und Teufel. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären wir heute, die wir hier sind, alles verlorene Leute.
Aber von seinem Sieg her leben wir und darum kann der Tod uns nichts anhaben. Und ich denke in diesen Tagen besonders, wo jetzt dort Krieg herrscht in der Ukraine. Und selbst wenn das weitergehen könnte, was wir nicht hoffen, was aber sein könnte, dass die russischen Armeen auch Europa überlaufen, müssen wir uns nicht fürchten, denn wir stehen auf der Seite Jesu und er bringt uns durch. Auch durch den Tod hindurch. In seinen Sieg sind wir einprogrammiert und das gilt für alle Ewigkeit. Es ist der größte Sieg, der je errungen wurde. Und darum heißt es in 1. Korinther 15, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch unser Glaube vergeblich. Wenn wir heute Morgen zusammenkommen und Lieder singen und Predigten von Jesus hören, dann tun wir etwas sehr Wichtiges, nämlich, dass wir den Sieg Jesu proklamieren und bekennen, dass wir von diesem Sieg leben. Dieser Sieg bringt uns das ewige Leben. In 1. Korinther 15, Vers 19 heißt es, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Manche denken, wenn wir an Jesus in diesem Leben glauben, dann geht es uns gut, dann hilft er uns in mancherlei Situationen. Aber die Bibel macht uns deutlich, wenn das einzige Ziel ist, dass es uns in diesem Leben gut geht durch Jesus, dann sind wir die elendesten unter den Menschen. Das Entscheidende ist, dass wir durch Jesus ewiges Leben haben. Nie endendes Leben. In seinem Reich, wo es keinen Krieg mehr gibt, keinen Zank, keinen Streit, keine Krankheit, keine Not. Es wird alles vollkommen sein in seinem Reich. Und dazu sind wir berufen, dort einmal ewig zu sein. Im Psalm 73, 12 heißt es, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Das beobachten wir auch in unserer Welt. Wir sehen viele Menschen, die reich sind, die viel Geld haben, die sich alles leisten können. Und manch einer schaut vielleicht auch und sagt, könnte mir auch gut gefallen, so gut zu leben, so reich zu sein. Aber die Bibel sagt, schau nicht darauf hin, schaue auf Christus, denn er ist der ewige Gewinn für uns. Das ist entscheidend. Tausende von Christen in unserer Zeit leben in Verfolgung. Wenn wir an Nordkorea denken oder auch manchen anderen Ländern, wie Verfolgung dort aussieht. Und diese Menschen halten durch. Warum? Weil sie auf Jesus hoffen, der ihnen das ewige Leben gegeben hat. Selbst wenn sie umkommen, gefoltert werden und sterben müssen, augenblicklich werden sie dann bei Jesus sein. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. In 1. Johannes 5, Vers 4 steht, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer an Jesus glaubt, hat alles gewonnen. Es gibt nichts, was ihn reicher machen kann als Jesus. Das müssen wir wissen. Und von diesem Zuspruch leben wir, dass wir an den Herrn Jesus glauben und an ihn festhalten. Wie dienen wir unseren Herrn? Wie laufen wir in dieser Kampfbahn? Es gibt viele Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Jeder hat mindestens eine Gabe, die er einsetzen kann für den Herrn. Würden wir Paulus fragen, so würde er uns Folgendes sagen, verkündige das Evangelium auf allerlei Weise. In 1. Korinther 9, Vers 16 heißt es, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen,
denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Eine großartige Lebensoptimierung, wenn das auf unserem Zielplakat steht, damit ich möglichst viele gewinne. Das ist das größte Ziel, das wir haben können in unserem Leben, dass wir unser Leben so gestalten und einrichten, um möglichst viele andere für das Himmelreich zu gewinnen. Neulich hatte ich ein Telefonat mit einer Straßenmissionärin aus dem Siegerland und sie sagte mir, dass sie inzwischen 40 Dörfer vollständig mit dem Evangelium versorgt hat, indem sie von Haus zu Haus gegangen ist, um dort Traktate weiterzugeben, die zu Jesus einladen. Sie war in vielen anderen Ländern auch schon unterwegs gewesen, bis nach Australien, und hat dort auch die Botschaft von Jesus weitergegeben. Neulich hatte ich einen Anruf von einem Taxifahrer aus Berlin und er sagte mir etwas, worüber ich gestaunt habe. Er sagte, er kam dann nach Chemnitz und war dort auf einem Friedhof und dort am Eingang, dort am Friedhofstor, da war ein Körbchen und da lagen CDs drin. Und die hatte jemand hingestellt, diese CDs dort in das Körbchen gelegt, damit andere, die dort vorbeikommen, das Evangelium hören. Und er sagte mir, da war eine CD von Ihnen dabei, die habe ich mitgenommen und die habe ich gehört. Und jetzt rief er mich an und fragte, ob es noch weitere CDs gibt. Er war total angesprochen von dem Evangelium. Und ich merkte im Gespräch, dass er noch gar nicht entschieden war, sondern er war nur angesprochen. Wir hatten gerade Besuch und da habe ich gesagt, können Sie mich morgen anrufen, so gegen 18 Uhr. Dann habe ich Zeit für Sie, dann können wir das nochmal genauer besprechen. Und siehe da, pünktlich am nächsten Tag rief er an. Und dann stellte ich fest, dass er angesprochen war von der Botschaft. Aber den Herrn Jesus hatte er noch nicht angenommen. Da habe ich ihn gefragt, wollen Sie das nicht tun? Da war er ganz freudig überrascht und sagte, ja, das will ich. Und so haben wir am Telefon die Sache festgemacht. Und er zieht jetzt seine Straße fröhlich weiter mit Jesus. Das ist eine großartige Sache, wenn Menschen angesprochen sind durch das Evangelium. Ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren hatten wir eine Reise nach Nordostpreußen. Das ist ja meine Heimat, dort bin ich geboren. Und wir haben dort Vorträge gehalten in Königsberg. Und dann wollte ich unbedingt meinen Heimatort aufsuchen. Rheineck, im äußersten Osten von Ostpreußen. Das Dorf existiert nicht mehr. Es ist platt gemacht worden, nicht vom Krieg, sondern die Russen haben das einfach alles beseitigt, alle Häuser beseitigt, weil sie eine große Fläche für eine Kolchose haben wollten. Aber ich habe mir das anschauen wollen, um das zu sehen, wo einmal mein Geburtshaus stand. Nun kam es so hin, dass wir 2 Jahre später wieder eine Reise nach Ostpreußen gemacht haben und da waren wir in Insterburg. Und dort in Insterburg hatten wir einen Vortrag im Kulturhaus und wir hatten sehr viele evangelistische Bücher mitgenommen und die haben wir dort so an jedermann verteilt. Und dann, als ich gerade so ein Buch einem weitergeben will, der die Straße längs geht, da sagt er, das Buch habe ich schon. Wie kommt das denn? Hier in Insterburg, wo kommt er an das Buch ran? Und da zeigt er mir das Buch und er zeigt mir sogar, dass ich ihm vorne sogar eine Widmung reingeschrieben hatte. Das hat mich total überrascht und dann erinnerte ich mich, wir waren ja damals bei dieser Fahrt zu meinem Heimatort mit dem kleinen Bus liegen geblieben, weil irgendwas defekt war. Und wir hatten noch so 20 Bücher und die haben wir dort einfach so auf der Straße verteilt.
Und dann wurde mir so mal deutlich, wie Gott das macht. Die Wahrscheinlichkeit, stellen wir uns einmal vor, wir verteilen etwa in einer Stadt 20 Bücher, kommen nach 2 Jahren wieder und an irgendeiner ganz anderen Stelle stehen wir da und verteilen Bücher. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment gerade jemand vorbeikommt, der vor 2 Jahren ein Buch bekommen hat und der es sogar bei sich hat. Er hatte das bei sich und zeigte mir die Widmung, die ich ihm damals reingeschrieben hatte. So groß ist Gott, dass er uns zeigt, unsere Bemühungen, die wir mit dem Evangelium haben, dann sehen wir etwas von Gottes Wirken. Es lohnt sich, die Botschaft der Bibel weiterzugeben. Denn jedes Mal müssen wir damit rechnen, dass dadurch jemand zum Glauben findet, wie auch dieser Mann. Dieses Buch war völlig zerlesen. Es muss also durch viele Hände gegangen sein. Der hat das zu vielen Menschen weitergegeben, damit sie auch das Evangelium kennenlernen. Wie sieht nun der Siegespreis aus, wenn wir für Jesus kämpfen? Und da gibt es eine schöne Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 28. Da heißt es, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Himmel, im Reich Gottes, der ist größer als er. Hören wir noch die Parallelstelle, Matthäus 11, Vers 11. Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Diese Stelle hat mich immer wieder herausgefordert und ich habe in manchen Vorträgen diese Stelle zitiert und immer wieder gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, wie das wohl gehen kann. Und ich habe sehr viele Post bekommen, wo jemand Vorschläge gemacht hat, um diese Stelle zu deuten, die aber alle nicht griffig waren. Bis ich eines Tages aus Österreich von einer Frau einen Brief bekam und sie hatte mir geschrieben, sie hat auch darunter gelitten und sie hat eine ganze Nacht durch geweint und gebetet, bis sie die Antwort findet. Und sie hat mir die Antwort geschrieben. Und die ist aus meiner Sicht auch richtig, denn da steht genau so geschrieben. Sie sagte nämlich, hier werden 2 Menschen verglichen, der eine auf der Erde und der andere im Himmel. Also verglichen wird der Größte, der über die Erde gegangen ist, mit dem Kleinsten, der gerade noch so in den Himmel reingeflutscht ist. So werden diese beiden verglichen. Und das passt auch zum Text. Denn da steht ja ausdrücklich, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Wenn wir dies erstmal festhalten bis dahin, denn nach dem Urteil Gottes, nach dem Urteil Jesu, hat es auf dieser Welt keinen gegeben, der im Ansehen größer ist als Johannes der Täufer. Also Johannes der Täufer wird aus der Sicht Gottes größer eingeschätzt als Mose oder auch als Paulus oder irgendeiner der Propheten oder wer auch immer im Reiche Gottes gedient hat. Auf Platz 1 setzt also Jesus hier Johannes den Täufer. Also er ist unwahrscheinlich groß und hoch angesehen bei Gott. Und jetzt schauen wir uns an den Kleinsten im Himmelreich. Wer mag der Kleinste sein? Nun, einer, der vielleicht gerade das Evangelium gehört hat, sagt Ja dazu und stirbt bald. Der hat also für Jesus in seinem Leben nichts mehr tun können, nichts Großartiges. Aber er ist im Himmel. Und Jesus vergleicht jetzt diese beiden. Johannes den Täufer, den Größten,
und hier den Kleinsten, der gerade noch soeben ins Himmelreich hineingekommen ist. Und dann sagt Jesus hier in Matthäus 11, Vers 11, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Also derjenige, der gerade noch so reingeflutscht ist in den Himmel, wie zum Beispiel der Schächer am Kreuz, der in letzter Sekunde Jesus anruft und ihm gesagt wird, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der gerade noch so durchgeflutscht ist, kann man ja sagen, der wird größer sein als alle Menschen, so können wir sagen, die je über die Erde gegangen sind in ihrem Status auf der Erde. Also da kommt kein Kaiser und kein König mit, kein Präsident der USA oder aus welchem Land, kein Erfinder, kein Entdecker wie Marco Polo oder Kolumbus oder Magellan, keiner der größten Sportler oder irgendwelche Leute, wie hoch sie angesehen worden sind auf dieser Erde. Niemand kommt mit Johannes dem Täufer. Er ist der Größte. Und jetzt vergleicht Jesus diesen Johannes der Täufer auf der Erde mit dem Kleinsten im Himmel. Und da sagt er, dass der größer sein wird. Jesus spricht von dem Allergrößten, der über die Erde gegangen ist und nennt in dieser Werteskala Johannes den Täufer, der größer ist als Abraham, der Vater des Glaubens, der größer ist als König David, der nach dem Herzen Gottes war. Keiner der Propheten, Jesaja, Jeremia oder wer auch immer, ist größer als Johannes der Täufer. Und der Kleinste, der doch hineingelangt, wird größer sein als dieser. Das ist die richtige Lösung, wie ich empfinde. Das entspricht auch dem, was die Bibel sonst sagt. Johannes der Täufer wird als den Größten angesehen. Seine Geburt wurde durch den Engel Gabriel angekündigt mit den Worten, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Er bereitete dem Herrn Jesus den Weg. Er rief die Menschen zur Buße und taufte sie. Er wurde im Gefängnis des Herodes enthauptet. Das war sein Lebenslauf. Warum macht Jesus diesen Vergleich? Warum beurteilt er das so? Nun, weil ich meine, er will uns, die wir heute hier sind, etwas Besonderes damit sagen. Er will uns sagen, selbst wenn wir der Kleinste sind im Reich Gottes, wir werden größer sein als jeder, der über diese Erde gegangen ist, im irdischen Maßstab. Wir werden noch größer sein. Und das ist eine ganz große Zusage, eine große Herausforderung, die Jesus uns sagt. Und das, finde ich, ist auch eine Einladung an uns, dass wir zu Jesus kommen. Er nimmt jeden an, ohne Ausnahme. Da kann man nur staunen, welche Leute zu Jesus kamen und wie er jeden angenommen hat, der sich zu ihm hingewandt hat. Jeder Sünder konnte zu ihm kommen und Jesus hat dem Sünder gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Das war seine Absicht, den größten Sieg in dieser Welt zu vollbringen und damit uns Menschen das ewige Leben zu schenken. Und dieses ewige Leben dürfen wir annehmen, auch heute. Wenn wir noch nicht ganz auf seiner Seite stehen, können wir zurückbleiben und zu dem Herrn kommen und sagen, Herr Jesus, du kennst auch mich mit allen meinen Fehlern und Sünden, aber nimm auch mich an. Und der Jesus wird dir eines sagen, auch du bist willkommen in meinem Himmelreich. Ich will dir ewiges Leben schenken. Wir haben es auf der Tagung immer wieder erlebt,
dass nach dem Gottesdienst einige zurückgeblieben sind, manchmal auch nur einer oder wie auch immer, und haben gesagt, das habe ich verstanden, diese Botschaft. Ich möchte ewig zu diesem Jesus gehören, im Himmelreich, wo es kein Leid mehr geben wird, keinen Tod, keine Krankheit, wo alles überwunden ist und alles übergeht in das ewige Reich Gottes. Und Jesus lädt uns alle ein, wenn wir noch nicht 100%ig bei ihm sind. Und wer da will, kann zurückbleiben, dass wir mit ihm beten und dass wir das Leben abgeben an Jesus. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Wir haben ihm viel zu danken, was er für uns getan hat. Und darum können wir auch mutig durch die Zeiten gehen, unabhängig, was in dieser Welt geschieht. Wer bei Jesus ist, ist rückversichert in alle Ewigkeit. Mehr geht nicht. Komme zu Jesus und nimm ihn ganz an. Er ruft dich heute und er will nicht, dass jemand verloren geht. Und ich kann dir die Gewissheit geben von Jesus her, jeder, aber auch wirklich jeder, der zu ihm kommt, den nimmt er auch an. Und zwar im Hier und Heute. Gott segne uns in unserer Entscheidung. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Botschaft vom Sieg. Schenke es, dass wir das verstanden haben, was dein Sieg bedeutet, den du am Kreuz errungen hast. Du hast dadurch das ewige Leben für uns bewirkt. Die Kriege in dieser Welt haben viele Tote produziert. Du aber hast das Leben gemacht und willst uns das Leben schenken. Und du hast es bei Abermillionen von Menschen schon getan. Und du siehst auch uns und willst auch uns annehmen, wenn wir noch nicht bei dir sind. Und alle diejenigen, die schon bei dir sind, wir wollen dir sagen, Herr Jesus, diese Botschaft von deinem Reich wollen wir weitertragen, um andere Menschen für dein Himmelreich zu gewinnen. Es lohnt sich. Herr, wir danken dir, du ewiger Gott und Herr. Wir preisen deinen Namen, der über alle Namen ist. Amen.